Wie aufhängig vun de fossilen Energien ausaviséiert Preise ha können an Lutscheessen der Tommerzanter dem Ufang vum Irankrich gesinn und enger Basung internationale Niveau an de lächten Deeg klemmte Petrolspreis Lones noch zei Referenzzocht brennt hue dem ball 6% zo gelöscht, er steht op iwwer $90 pro Barrel. Die internationale Energieagenz huet lo historisch Rekommandaioune gemerk fir dogéin ze steuern. Detailer dazu an einer internationales Mam Pierre Jatz. Die Internationale Energieagenz huet hier 32 Membrene lo opgerufen 400 Millionen Barrel respektiv 54 Millionen Tonnen Petrol aus de Reserven zu liberieren am Ziel, Preise Weltmarkt zu beruhigen. Memberländer vun der IEA hun der Propos unanim zugestimmt. Deutschland zum Beispiel huet lo dezidiert 2,64 Millionen Tonnen freizugehen. Die hohen Risikoaufschläge, Spekulationsgewinne, diese einzudämmen mit einem solchen schon gewaltig zu nennenden Schritt, weil es ist in der Sache die größte Freigabe in der Geschichte der IEA. Nicht nimmen dat. An Deutschland, wo normalerweise nicht die Regierung den Preis deckelt, dürfen Tankstellen lo just nach einmal den Tag den Preis erhöhen, reduzieren geht immer. Die Lützebauer Regierung sieht sich überdienst müttig an einem Schreiben solidarisch mit den anderen Memberländern, ob an wie viel Petrol der Staat bereit ist, aus seinen strategischen Reserven freizugehen, geht allerdings nicht präzisiert. Dazu gebe sich mich später äußern. Engpass gibt aktuell kein am Grundgeschehen. G7-Staaten hunn an enger Videokonferenz an der Leitung vum franzésche Präsident Macron d'Kapper gestreckt an d'Europäesche Union werd muer iwwer zréckgreifen op Petrolsreserven diskutieren, ma weil déi Stocken voll wären as en Pratt der IEA ze folgen. Duch de Blockage vun der Stroos vun Hormus, vun dem net ausgo kann, dat se séier Rivers Dief den weltweiten Petrolspreis vum Selven net ruf goen. Aus dem Iran heeschtet zuuge et solle sech op $200 de Barrel stellen. Num fatale Feuer an engem Bus gestowen an der Schweiz as lo konfirmiert, dats de Brand mutwillig ausgelesest gouf. Eng Persoun hat sech am Gefir mat enger Flüssigkeit iwwergoss an ugefangen. Dat huet Schweizer Police konfirmiert. Il n'y a absolument aucun élément qui laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'un acte terroriste. Au contraire, la famille avait annoncé sa disparition et les éléments actuels d'enquête la décrivent comme une personne marginale et perturbée. 6 Leute sind im Leben gekommen, et Dieft nach Dauern sie zu identifizieren, heisst es von den Autoritäten, 5 Personen goufe blessiert. Historischen Exploit an der NBA, der Spieler von den Miami Heat, Bam Adebayo, wo der Match gegen Washington Wizards ganzer 83 Punkte markiert. Das ist den zweithöchste Score, der jemals ein Spieler an der NBA erreicht hat. Der verstorbenen Kobe Bryant hat für die Lakers 81 geschossen. Der Will Chamberlain sein Rekord von 100 Punkten aus dem Jahr 1962 bleibt weiter schwer zu knacken. Denn Adebayo hat überdies 36 Pfoten getroffen. Das ist ein NBA-Rekord.